Morgens alle. Welkom to het Duitse radioprogramma. Vandaag is juni de 15e, dat is klok 10 s'morgens. Voor de nächste 15 minuten waar we in Gods zijn woord aankijken. Matteaus kapitel 23 en wie vers 13 afhangen. So dat vijfmaal hadden we in Matteaus kapitel 23 aangevangen, waar Jezus zich te de mensen draait, wat de rammen aan horchen en ook te zijn jongen. En dan reed dat te eind van de Farizeer. En de Farizeer, wie weten, hadden de eier van je reed, dat weer in de eerste kerkenleider te de tijd, de ooms, de predikers, de dienaren, de bischoffen, wat allemaal dat mocht zijn, dat weer allemaal de tempelleider. Te de tijd en Jezus heeft zeer, dat speelt zich zo heeft zeer onder je pik, niet zo? Maar hij deed dat met een grote lijf, wanneer Jezus aan die pikken deed zo te zijn, wanneer Jezus die wil terughouden, dat is immer verdient godet, dat is helemaal verdient schlechtet, dat is immer zum die beter maken, zum die houten bossen, want jemand heeft gezegd, de hele juist, dat is een beetje schierpapier, dat is niet zo rough, dat is daar van het kloten, en dat deed nog maar schieren, want irgendwas aardig is in ons leven, aan onze gedanken, onze reden, onze dood, dan wordt hij heel juist aan het verder nog maar een beetje met zijn schierpapier terughouden. Wat deed hij dat? Door zijn woord, door Leida, door anderen, door boodschappen, door die gedanken en zo verder, door het gewassen. Het gewassen is een goede ding, niet zo? Besonders wanneer de heel juist erbij komt. Wat speelt zich zo van deze Farizeer en schriftgeleerden gleich maar een gewassen houden? Wenn Jezus sagt zu den Menschen, wat die zijn, dat doet, maar doet niet wat die doen. Dat zijn hechelen. Die zijn een ding en doen het andere. En dan gaat hij weer en zegt, die zijn zo vol eer. Die willen geëerd zijn, die willen noemes hebben, die willen een titel hebben, die willen een ambt hebben. Die zal niet zo zijn, die zullen de diener zijn. Die zullen de grootste diener zijn en hij bewijst dat, waar je denkt moet, eerstens met de feitwaschen, tweitens met voor ons sterven, voor onze zin. Nu gaan we in Matteaus kapitel 23 vers 13 aan. En dit heeft Jezus 7 dingen versmeten. Dat zijn de 7 kleuren over de Farizeer en schriftgeleerden. Nu dat hij besonders naar de Farizeer wijzen. En hij deed zeer hoings jeng de prediken. Haf naar kammer also hoings. Dit zijn de 7 klagen over de Farizeer. En dit wordt ik geloof dat wordt zum Todesurteil brengen. Wegen de Farizeer, die worden dit niet handelen kan. En dat zegt ook dat die weer een zeer staat. Dat is vorig met dit. De 7 kleuren die vangen immer met hetzelfde woord aan. Dat woord wijheid. Wijheid dat meint, oh boy. Zum jammeren is dat. Dit is slecht. Ik zei wijheid. En op Engels is het woord wow. En dat is een beetje dus, hield mal op. Blijf maar stilstaan. Denk mal aan wat je is. Zij vangt je aan met wij euch schriftgeleerden en Farizeer. Ihr Heuchler. Voet vangt aan, je zijn alle heuchler. Je zijn een ding en doen we ganz van anderen. Die ihr das Himmelreich zuschließt für die Menschen, ihr kommt nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Sehr, sehr wünsch. Aber met lijf. Jezus zijn weer en doden weer immer vol lijf. Hij wil gaan de Farizeer zullen boete doen. Hij zullen omwenken van de verkeerde weg, met de hechlerieën. Wat zegt hij wat ze doen? Hij zegt, je kan niet in het hemel aan, en je kan niet in den schijn hemel aan, en je moet nog zeggen dat anderen het niet aan kan. Dat is de eerste kleur. Zeer streng. Nu gaat hij naar de tweede. Wij euch schriftgeleerden en Farizeer, ihr Heuchler, maar dat krijgt zo, die ihr den Witwenhäuser fresset und wendet lange Gebete vor, darum werdet ihr desto mehr Verdammnis empfangen. Hij deed hier waren zeer hoings en beschuldigen. Hij zegt dat je gewoon in de wet voor is, hiezer, en we worden hier niet verteld van wat ze deden, maar we kunnen ons een beeld maken. De wet voor u verten is einsam. En hier ging ze in de wet voor is hiezer. En dan zegt het, je vreten die op. En dan doe je belang beten.
So hier doe je een gebed brengen en hier zei je over bij de wet voor ons de Hisa. Die worden in een grotere verdammnis gereden. Hij hat wieder, wij euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Gleich so, die ihr Land und Wasser umzieht, dass ihr einen Judengenossen macht und wenn es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwiefältig mehr denn ihr seid. So was tun sie? Sie den Menschen bekehren, zu ihr glauben, zu ihr Weich, ihr System, das wir der Pharisäische glauben. Wir würden nur kennen sein, das können sein ein mennonitischer Glauben was, oder ein baptistischer Glauben, oder ein kommunistischer Glauben. Er sagt, zu der Pharisäer, die gehen, die reisen die ganze Welt lang, zum einen Bekehrten fängt. Und wenn ihr die nicht bekehrt habt, zu ihrem Judentum, sagt er, dann merkt ihr den zweimal schlecht aus je, und der ist das ein Kind von der Hall. Warte, das ist ein, Jesus der das nicht sein, zum End verdammt, aber er hat was verdammt, jo. Aber seine Verdammnis soll zu Buße leiden, nicht so? Und ich sage, bei der 4. Klage, weh euch, verblendete Leiter, die ihr sagt, wer das schwört bei dem Tempel, das ist nichts. Wer aber schwört bei dem Gold im Tempel, der ist schuldig. Ihr Narren und Blinden, die sind Ausschulds, die sind blind, sagt er, was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Wer das schwört bei dem Altar, das ist nichts. Wer aber schwört bei dem Opfer, das darauf ist, der ist schuldig. So, das ist, was Sie sehen. Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? Darum, wer das schwört bei dem Altar, der schwört bei demselben und bei allem, was darauf ist. Und wer das schwört bei dem Tempel, der schwört bei demselben und bei dem, der darin wohnt. Und wer das schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Stuhl Gottes und bei dem, der darauf sitzt. So, hier werden wir ein bisschen Zeit nehmen. Der hat der Pharisäer verschmieden, dort waren die wer schweren dort, auf den Tempel, dort nehmen die nicht an. Aber dort wir schweren auf das Gold von dem Tempel, oh, dann sei nie ist der schuldig. So, Jesus gab hier was die Freiheit zum Schweren. Wenn hier wart je schwert bei dem Tempel, Jesus braucht ein Beispiel, wo ein Schweren besser ist als ein anderer. Und du aber nicht so lang anholen, aber er sagt, je dann das Arreich, wenn dort wird dat Gold, dat heeft te doen met Reichtum, en de Tempel, dat heeft te doen met Gott. So, wenn wir bei Gott schweren, dat soll wichtiger sein, als dort, was im Tempel ben ist. Und dann geht wieder, wer bei den Altar schweren, du geben nicht am Raum, aber dort wer bei den Opfer von den Altar schweren, oh, dann ist das alles schuldig. So, die sagen so, hat zu tun mit den Dingen im Leben. Wir können so fast werden mit den Dingen im Leben. Wir lesen fertig im Neuen Testament, wo sie sich verknien deuten für einen Aufgott, nicht so? Ein Aufgott von Isa, oder ein Aufgott von Halt. Jemand hat was gemerkt, dann wird das euer Bet. Das ist ein Bild. Das ist warum Gott in den 10 Geboten anfangen sagt, merkt ihr kein Bildnis. Das redet nicht von Bilder mit einer Kamera oder mit einem Phone. Das redet von was merken, was eine Gestalt hat, eine Form, und dann dort anbeten. Wir würden so denken, dort werden die große Aschels, nicht? Niemand fernbiet halt sich, knien, wat in de pap laat, aber eigentlich haben ich aufgejagen. Und Jesus der het hier sein. Wo das er aufgeht, das Opfer auf den Altar, das Recke, das Gold im Tempel. Das kann uns aufgeht werden, meine Freunde, ans Lohn, ans Geld, ans Verdienst, das wird die Hahn, ans Vortier, ans Haus, das kann aufgeht werden. Wanneer wordt het aufgeht? Wanneer het wichtig ist als Gott selbst. Und nu dat Jesus hier verwarnen. So, Jesus wird hier nicht schweren auf sein, aber er sagt, wo ihr schwert macht. Das soll ich selbst lesen. Weil euch Schriftgelehrte und Pharisäer, sagt er, wir sind hier vielleicht bei den saßen. Ihr Heuchler, ihr verzehntet die Minze, Dill und Kimmel und lasst dahinten das Schwerste im Gesetz, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Die soll man tun und jenes nicht lassen. Look at that. Hij sagt hier, dat die Pharisäer dan de tiende aufgeben von jen Daal im Gordon, jen Mies im Gordon, aber die haben vergeten von barmherzig sein zu den Nächsten, von Glauben haben, von den Armen halten. Die sagt hier, was wichtig, das erste hat ihr sollt tun und das letzte nicht vergeten. Viele Menschen würden sagen, das tiende aufdoen, das kann ich nie im Testament. Hier ist das. Hier ist es. Matteaus 23, kannst du es selbst lesen. Hij deed de Pharisäer zijn, ze werden sehr auf der Tiende. Und sie haben wir vergeten von barmherzig sein und Glauben haben. Dann sagt er, das ist das erste und das ist das letzte auch. So Jesus sagt, wir sollen beide tun. Das Tiende aufstellen
auch Glauben haben und Barmherzigkeit wiesen. Interessant, was ihr alles über die kennt, nicht so? Er sagt, die sind blinge Lehrer. Und das ist interessant. Er sagt, die tun die Schlee, in Vers 24, die tun die Schlee uit het Wuter uitnehmen, aber die vergeten von den Kamel, was im Wuter ben ist. Gutes Beispiel. Sie dachten an die kleinen Dinge, aber die großen Dinge, das wird nicht so wichtig, nicht so? Wij euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln auswendig reinlich haltet, inwendig aber ist voll Raubes und Fraßes. Er sagt, jene Kuffels und jene Schieven sind von Büten rein, aber von Ben sind die ganz schwinsch. Voll sind Dinge, was ihr nicht kontrollen dann, und jene Salz, und mit jene Lasten. Dann sagt er in Vers 28, merkt beides rein, von Ben und von Büten. Alright. Wer kann das tun? Gott kann das tun. Gott kann die von Büten reinmerken, auch von Ben. Aber das Wichtigste ist von Ben. Wenn ein Büt kann, das merken sie Loten von Büten ist das rein. Irgendein Mensch, irgendein Prediger, irgendein Diakon, irgendein Mensch, der in die Kirche wird, der kann einen Fan Schien haben. Das lässt alles auf Fan. Wo Jesus sagt, von Ben kann das ganz voll Mess sein. Und wer merkt von Ben rein? Das ist Jesus Christus, der Führer mit den Helden Jesus Tod. So. Jesus sagt hier wieder, und er sei auf Matteaus nach 3. Er sagt, die Hechler in Vers 27, die sind das witte Gräber, was von Büten Schmack loten, von Ben überstinkt und das voll Knirkes und andere Dinge. Das letzte, was die Gerechtigkeit haben, aber von Ben ist alles falsch und alles voll Sinn. Wij euch, und wij als nach Messer sagt, ich will ihn fluchen. Das hielt sich vielleicht drauf über je verfluchten. Wenn Jesus sagt, je wij euch, ich will ihn fluchen. Schriftgelehrte und Pharisäer, die sind von Büten wit und von Ben ist das sehr schwierig. Sehr schwierig. Wir werden wieder gehen das nächste Mal, unsere Zeit ist an. Ich wollte dir noch mehr vertellen zu den Pharisäer, er nannte ihn hier sogar Nomes. Und dann hat er das Kapitel schließen mit einem sehr trüben Gespräch über Jerusalem. Und dann sagen wir, was Matteaus 24 hat, was sehr interessant sein, wegen Matteaus 24 hat zu tun mit dem letzten Teil. Heute hier wie 12:50 kann ich KZ wieder finden und das werde ich wieder in YouTube. Dankeschön.